geht weiter bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und in der letzten Folge ja Ip entführt wurde, müssen wir jetzt uns den Mech-Rittern entgegenstellen. Das könnte sehr, sehr schwierig werden, denn jetzt stellen sie sich in die Mech-Ritter entgegen, die Taktiker mit Spalten und dem Weltschildes einsetzen, sowie der Albtraumritter, der die Weltlanze einsetzt und schrecklich mächtige Link-Monster. Der Kampf und das Weltvermächtnis geht weiter. Na dann. Ach du Scheiße. Holy moly. Duell 4, Duell 5, okay. Duell 4, Szenario. 3 Szenarien hintereinander hier. Ach du Scheiße. Szenario, Duell gesperrt. Praktik, Duell, okay. Szenario. Oh, die Mech-Ritter wollen sich. Oh nein, die arme Ip. Grenzstein des Weltvermächtnis. Geschenk des Märtyrers. Ip wurde gefangen gehalten. Der gestohlene Ritualzauberstab wurde in den Kern eines Mech-Ritter blauer Himmel, eine Kraftquelle, eingeschlossen. Sie war gefangen genommen worden, aber bisher hatten die Mech-Ritter nicht Hand an sie gelegt. Ip war in Gedanken versunken. Die große Finsternis benutzt die Crawler, um die Menschheit zu bedrohen. Was wäre, wenn der Eindruck der Menschheit von den Mech-Rittern die ganze Zeit falsch war? Inzwischen erreichten Auram und die Gruppe die Basis der Mech-Ritter, nachdem sie lange nach Ip gesucht hatten. Ruinen einer vergessenen Zivilisation lagen vor ihnen. Die Hüllen verfallener, längst durch Krussenbewegungen vergrabener Gebäude durchbrachen kaum noch die Oberfläche der uralten Erde. Dazwischen lagen künstliche Formen, unberührt, in makellosem Zustand. Dort strahlte hell das Weltvermächtnis Weltschild und das Weltvermächtnis Weltlanze, ragte steil aus der Erde. Selbst mit der Macht des Weltkelches war es zwecklos, die Mech-Ritter herausfordern zu wollen. Nach Lees Worten entschlossen sich Auram und die Gruppe, den Weltschild heimlich zu erobern. Vor der Gruppe erschien ein Ritter, dann ein weiterer. Früher hätten sie keine Chance gehabt, aber jetzt war es anders. Sie mussten Ip retten. Ihre Entschlossenheit ließ sie mit furchterregender Wildheit kämpfen. Als sie Gefahr spürten, verwandelten sich die Mech-Ritter in eine vereinte Form, den Mech-Ritter ganzes Spektrum. Schön! Und ich darf es ausbaden. So eine Scheiße aber auch. Mech-Ritter hat viele Monster mit hoher Angriffskraft. Falls zuerst eingesetzt wird, empfiehlt er sich mit 3G-Chemie und okay, was habe ich jetzt für ein Deck? Gibt noch normales. Okay. Natürlich ist Ip nicht mehr dabei, da ist klar, woher auch. Die sind jetzt auch nicht stärker, mich aber auch gewundert. Ein magischer Hund. Wuff, wuff. Als Empfängermonster, klar, ohne Synchro bringt so viel. Fallenfresser, Zauberläufer. Okay. Herz des Weltvermächtnisses. Und des Ehrgeizigen. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Ja, aber irgendwie fehlen wir trotzdem. Wo ist die andere Karte? Der Weltschild. Der fehlt immer noch. Was nennt der Gegner für ein... was hat denn das Deck für einen Gegner? Nein, was hat der Gegner für ein Deck? Oh, schön. Weil sie gerade in ihrer Spalte ist. Alter, der hat links, unten, rechts, unten Pfeile. Oh, ist das fies. Mech-Ritter, blauer Himmel. Ja gut, aber eine relativ hohe Stufe. Den muss er erstmal rufen. Hä? Wir müssen die aufrufen. Was zwei der Arkanen in derselben Spalte liegen? Kannst du diese Karte speziell in deiner Hand... Spalte beschwören. Och nö.
Oh nein, oh, jetzt führen uns das Konzept der Link-Beschwörung weiter. Oh nein. Ja, super, jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht so spaltemäßig spiele. Ja, es wird ein Scheiß. Ja dann. Der unerwartete Dai. Und ihn rufe ich auch. Ich ruf sie alle. Aber ich mach noch keine Link-Beschwörung. Weil ich doof bin. Herrscher der Maschinenwelt. Die Mech-Ritter. Ach du Scheiße. Kann ja was werden. Au! Also, geht er gegen ihn. Genau. Mech-Ritter Indigo Blau, weil er hat das Vieh und er hat meins hier. Die Karte. Weil sie gleichen Spalte sind, kann er das Vieh rufen. Ja, das hätte er wohl gerne, wa? Tschüss, drücke auf die Hand. Och, Menno! Alter! Hat er die Spalte gewechselt? Ernsthaft jetzt? Au! Oh, die Kombi ist auch fies. Ein Deck hinzufügen. Gut, damit kann er zwar nicht viel anfangen, aber erst einmal muss ich mal alles wegwischen. Und tschüss, Freunde. Tja, Freunde, das ist die Macht des Oldschools. So. Warte mal, das Wellkelchmonster. Da werde ich natürlich jetzt auch nicht viel kommen und danach kein anderes Monster rufen, weil ich trotzdem mal ihn hier komme. So. Zeig es ihnen, Lee, du schaffst das. Nur noch 71 Züge. Quatsch. Jetzt muss er erst mal zeigen, was er kann, ne? Ist doof, wa, Kumpel? Spiegelkraft. Oh, die kommt auch weggerufen. Wo wir trotzdem ihn hier. So, nur so als Nummer sicher. Warte mal. Das passt doch. Jetzt ist ein bisschen Zeit für Power. Jetzt muss ich überlegen, was ich wieder mache. Warte mal, wenn ich ihn rufen muss. Was soll ich sonst machen? Und direkt Auram rufen. Wäre natürlich auch eine Option. Nee, der Weltdrache wird zuerst mehr Sinn machen. Danach kommt Auram darüber. Muss natürlich hinzeigen, links unten, rechts unten. Ist hier mit der Karte ein bisschen doof. Aber links unten wird reichen erstmal. Das braucht trotzdem erstmal die beiden, sicher. Das heißt, kommt erstmal er hier hin und er hier hin. So.
Gut, jetzt kann ich Lee nochmal rufen. Ja, vielleicht bringt sie doch noch. Der kleine nette Drache. Den Hump beschwören. Ja, wäre eine Option. Ich muss zuerst auf Auram los, ein Weltkelchmonster. Das Problem ist, ich kann nicht die beiden nutzen, weil ich müssen ja hier hinsetzen. Ich muss Imduk dafür nutzen. Huch, Entschuldigung. Ja, man natürlich so. Dein Auftritt, Auram! Und halt hier mache ist doof wegen dem da. Den natürlich erstmal hier hin. Dann haben wir hier. Okay, das geht, dann wäre es eh nur temporär. So, dann wiederum aufgepasst. Ich kann jetzt noch rufen, ich kann nochmal einen Imduk rufen. Theoretisch hier hin, ist natürlich doof, wenn er nachher auch um 4 ruft. Ich kann nochmal einen Auram rufen, müsste aber auch hierhin sein, ist dann auch irgendwie. Aber andererseits. Ja, bei ihm bringt es nicht viel, weil falls es offen auf Normalbeschwung schon gesetzt kann, das Spiel verfläst, genau. Das ist leider Scheißen daran. Natürlich Imduk. Ich könnte auch Imduk nochmal nutzen hier. Wobei, wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, will ich ja ein bisschen Schaden machen. Ich versuche es doch mit Imduk, weil wenn ein Gegner gegen Imduk ankämpfen will, hat er hier eh ein Problem. Ja, komm. So, jetzt können wir natürlich auch Ningirsu rufen. Diese Karte zeigt, deshalb glaube ich natürlich nicht. Das 2 plus Link-Monster ist auch ein bisschen scheiße. Ich könnte natürlich, ich brauche hier zwar ein normales Monster. Ich könnte nochmal die beiden opfern für Auram und dann Ningirsu rufen. Ja, nochmal ein Imduk opfern. Nee, lieber noch nicht. Ich liebe nochmal einen Aura, dann haben wir ihn hier. Diese Karte zeigt. Ja, dann hätte ich halt der Konstellation gar keine. Ich lasse mal noch, weil ich jetzt momentan eh angreifen kann und dann sowieso ein bisschen mehr Power austeile.
So. Das hätten wir dann in der Spalte, haben wir schon mal gesagt. Also hier können theoretisch schon mal einen rufen. Dann kann ich eigentlich, also natürlich jetzt nicht hierhin in die Spiegelkraft setzen, weil sonst kann er irgendwie überall nachher Monster rufen. Ne, Moment. Denkfehler, weil hier hat er schon 2. Machen wir lieber hier. So. Wir haben trotzdem noch Imduk. Zweimal Auram. Ich könnte jetzt einen Auram und Imduk opfern. Oder irgendwie, keine Ahnung, auch nur ein paar der Aurams gegen Ningirsu, aber und dann ist es noch ein bisschen schwierig. Okay, ist eh vorbei. Was machen wir da großartig Sorgen? Der Fallenfresser. Genau, könnte ich machen. Ich könnte auch seinen Effekt nochmal nutzen, aber ganz ehrlich, wozu? Weil es ist eh vorbei. Geschafft, Freunde. Sehr schön. Zum Glück hatten wir einen Harpinwedel und Raigeki. Das wäre sonst übel geworden. Was haben wir hier Schönes? Einzelnen Besitz. Okay. Freischalten. Oh, neue Praktiken oder was? Das Mech-Ritter-Decks. Ah, jetzt sind die hier oben, wa? Mit den Mech-Rittern spielen. Oder die Szenarien nochmal durchgehen. Eigentlich auch nicht wirklich nötig. Haben wir unten nochmal also hier wird es natürlich dann mit den Helden weitergehen. Viel Zeit haben wir jetzt in der Folge nicht mehr. Komm. Die Vorzüge des Mech-Decks, ja, da können wir eigentlich noch machen. Wir können vielleicht in der nächsten Folge das Mech-Deck spielen. Die Mech-Ritter-Decks. Das Mech-Ritter-Deck, so. So. Viele Mech-Ritter-Monster können als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld in Zonen beschworen werden, in denen sich mindestens 2 kann in derselben Spalt befinden. Das kann die Karten eines Gegners einschließen, was die Spezialbeschwörung sehr leicht macht, ja stimmt. Was ich krass finde, ist, dass diese Weltvermächtniskarten eigentlich die ganzen unseren Gegnern helfen. Die Crawler, jetzt hier die Mech-Ritter. So. Also jetzt die beiden Felder mit Zauberkarten versehen und dann haben wir es, so. Ah, der zuerst, okay. Indigo-blaue Sonnenfinsternis. Ach so. Jetzt könnte ich ihn verschieben. Ja, zum Beispiel hier hin. Und kann hier nochmal einen Mech-Ritter rufen, weil jetzt hier die Zone hier frei ist. Alter, ist das fies. Was können wir eigentlich hier noch rufen, wenn wir nur gerade mal interessieren? Gravitationspunkte des Gegners direkt an. Oh, Spiel, ey. Okay, ist ein Link-Monster. Greife die Punkte direkt an. Tu immer was soll ich dir sagen, du Arsch. Und wieder einmal Victory Sauer. Ja, das ist nur klar, wieso wir dann hier direkt Duelle mit Stufe 4 und 5 haben. Die entscheiden Nachteil, falls sich Xyz-Monster wie Sternzeichen Kundler Hand zurückbringt und nur mal die Entwicklung stören. Hä? Hat der noch irgendwie Mech-Ritter oder so? Mech-Ritter des Morgensterns, okay. Ganz Spektrum. Was sind sie eigentlich mit Schlüssel Weltvermächtnis? Ne, das eigentlich. Das ist doch der Schlüssel, wa?
Ja, MacDecks, die sind schon übel. Aber da schauen wir uns nächste Folge genauer an, Freunde. Jetzt die Folge ein bisschen kürzer. Aber sagen wir ehrlich, die letzten Folgen waren zum Teil sehr, sehr lange. Dann ist das jetzt auch wieder mal nicht so wichtig, dass es jetzt mal ein bisschen kürzer ist. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part also geht es weiter mit Geschenk des Märtyrers. Und ja, wir sind gespannt, was vor allem unsere Helden, so Sternhelden, noch alles erreichen werden. Da werden sich noch eine Weile, wirklich saumäßig gut bin in die nächste Folge durch. Also zweifach aber sehr starke Rennen mit 2 bis 3 Folgen, bis wir hier durch sind. Komplett. Und dann haben wir eben noch die dritte. Das dritte, sage ich jetzt mal, Szenario hier. Die geheimen Kräfte des Planeten. Oha. Den Octus, was? Die Crusarum sind Verbündeten. Haben es mit einem neuen Feind zu tun. Den Orkusts. Die vom Friedhof zurückgerufen werden können, nachdem sie zerstört wurden. Ein neuer Weltvermächtniskampf steht unmittelbar bevor. Ah, okay, gut. Also, Weltvermächtnis und Weltvermächtnis. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.